Herzlich willkommen zu unserem Gebetsabend. So schön, dass ihr alle hier seid. So schön bist du über Livestream mit uns verbunden. Wir wollen uns auf Gott ausrichten, ihn anbeten und ihm begegnen heute Abend. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu mir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich? Wer steht mir entgegen? Niemand. Amen. Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir hab. Ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Seh ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor
bist siegreich im Kampf. Und Herr, wir haben gesungen, jede Angst legen wir vor dich hin. Mit allem kommen wir zu dir, weil wir wissen, wir dürfen dir vertrauen, weil wir wissen, du bist gut und du bist souverän in jeder Situation. Und Vater, ich danke dir, dass wir dir unsere Herzen öffnen dürfen, im Vertrauen und im Wissen, dass du uns gut begegnest, dass du uns liebst und dass du uns mit Gnade in Empfang nimmst. Und dass du für uns kämpfst und dass du stark bist in unserer Schwachheit. Danke, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I
Jesus, wir lieben es, in deiner Nähe zu sein. Wir danken dir, dass du so eine tiefe Sehnsucht hast, uns zu begegnen, zu uns zu reden, uns zu leiten, uns zu verändern, uns zu heilen. Danke, dass wir uns nicht zuerst hochbeten müssen zu dir, sondern dass du zu uns kommst. Danke für diesen Abend und die Gelegenheit, um miteinander dir zu begegnen, in deiner Nähe zu sein und zu erleben, wie du zu uns redest, wie du uns veränderst, wie du unsere Gebete brauchst, um dein Reich vorwärts zu bringen. Danke, dass du hier bist heute Abend. Wir freuen uns auf diese Zeit mit dir. Amen. Amen. Ganz herzlich willkommen heute Abend. Ihr dürft gerne Platz nehmen hier im Bucheck. Ganz herzlich willkommen alle, die online zu Hause mit uns verbunden sind. Spezielles Hallo nach Chur. Wir freuen uns, mit euch diesen Gebetsabend heute zu vollbringen. Seid ihr gut gestartet in die Woche? Das tönt etwas zögerlich, kann noch besser werden. Ne? Diese Woche ist der Fokus in dieser Gebetswoche auf der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Sagt mal alle Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Wer arbeitet da zusammen? Der Heilige Geist und? Ja, genau. Der Heilige Geist und du. Es braucht beide. Ohne den Heiligen Geist geht nichts. Wir lesen schon in den Psalmen, wenn der Herr nicht sein Haus baut, ist alles vergeblich. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne den Heiligen Geist sind wir auf verlorenem Posten. Es braucht aber auch dich. Der Heilige Geist will keine Roboter, keine Marionetten, sondern er will dich. Und er möchte mit dir zusammenarbeiten. Und heute Abend haben wir so ein herausforderndes Thema. Ich habe den Titel gewählt, Selbstinspektion mit dem Heiligen Geist. Seid ihr bereit für ein herausforderndes Bibelwort heute Abend? Okay. Wir lesen in Römer 8, Vers 12 und 13. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtigen Verhalten tötet, werdet ihr leben. Wow, da steht ganz viel drin und ihr seht im ersten Vers, es geht um eine Verpflichtung. Wir sind jemandem gegenüber verpflichtet. Wenn wir nicht verpflichtet sind, ist gegenüber unserer eigenen menschlichen, sündhaften Natur. Unsere Gesellschaft lehrt uns da etwas völlig anderes. Heute sagt man, ja, bist du einfach so wie bist. Ich bin einfach so. Und wenn du Gefühle für etwas hast, dann ist das die Legitimation, das auch auszuleben. Dieser Bibeltext sagt uns etwas ganz anderes. Wir müssen uns nicht selbst verwirklichen. Wir sind nicht verpflichtet unseren eigenen Gefühlen, Neigungen, Leidenschaften und Wünschen gegenüber. Nein, wir sind dem nicht verpflichtet und wir müssen dem auch nicht länger folgen. Wir können zwar als Christen, aber wir müssen nicht unseren menschlichen Leidenschaften folgen. Als Christen sind wir nicht mehr das Opfer von uns selbst. Die Ausrede, ich bin einfach so, die funktioniert bei uns nicht mehr. Warum? Da ist der Heilige Geist auch im Spiel. Und der verändert alles. Wir haben eine Wahl. Ich habe da so ein Bild mitgebracht. Wir haben eine Wahl. Wem folgen wir? Folgen wir unseren eigenen Neigungen und Leidenschaften, auch dem Sündhaften, das wir in uns entdecken? Oder folgen wir, was könnte die andere Richtung sein? Dem Heiligen Geist. Der eine Weg, der Bibeltext ist sehr klar, der führt in den Tod und der andere Weg führt zum Leben. Gottes Wort ist hier sehr, sehr direkt. Wer seiner sündhaften Natur folgt, der wird nicht Glück und Erfüllung finden. Das verspricht uns die Gesellschaft, das ist aber nicht wahr, sondern der muss sterben.
Was sollen wir also tun mit unserem Ego, unseren Selbstverwirklichungsplänen und Wünschen? Was sollen wir damit tun? Wir sollen es töten. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, dann werdet ihr leben. Wir haben eine Verpflichtung, nicht unserer menschlichen Natur gegenüber, sondern eine Verpflichtung Gottes Geist gegenüber, dass all das, was an uns da ist, das nicht zu ihm passt, dass wir das nicht einfach tolerieren, nicht einfach zulassen, nicht einfach sagen, ja, ich bin schon immer so gewesen, sondern dass wir aktiv etwas dagegen tun, und zwar das Härteste, das man tun kann, dass wir das töten. Wir sind ja sehr gut darin, so Ausreden zu finden, um uns selbst zu rechtfertigen. Ja, ich bin einfach ungeduldig, das ist halt so mein Style, oder? Ich war schon immer so, ja, ich bin besser als derjenige, dann finden wir jemanden, der noch ungeduldiger ist. Und wir rechtfertigen eine Seite an uns, von der uns der Bibeltext eigentlich sagt, wir sollen das töten. Wir sollen, ganz wörtlich heißt es da, unser Fleisch, da ist nicht unser Körper gemeint, sondern unsere sündhafte Natur, wir sollen die nicht einfach zulassen, sondern wir sollen sie töten. Was heißt töten? Wir sind ja da, es geht nicht um unseren Körper, es geht auch nicht darum, dass wir unseren Körper töten. Was heißt die selbstsüchtige Natur töten? Ich möchte das anhand von 2 Punkten illustrieren und ganz konkret machen mit einer solchen Neigung, die viele von uns haben, der Gier nach Geld. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, du hast eine Gier in dir drin, reich zu werden, dem Geld zu folgen. Was heißt das konkret? Zuerst heißt es mal, dass wir das Sündhafte in uns wirklich als etwas Böses anerkennen. Dass wir sagen, das ist nicht harmlos. Das ist etwas Böses und der Bibeltext sagt, das führt uns sogar in den Tod. Wir vergleichen uns nicht, wir sagen nicht, alle anderen machen das auch, das ist nicht so schlimm, sondern wir realisieren, diese Neigung ist nicht harmlos, die ist böse und die ist nicht gut, die passt nicht zum Heiligen Geist. Die Gier nach Geld ist nicht harmlos. Es ist auch nicht im gewissen Maß okay. Wenn wir den Bibeltext ernst nehmen, dann kann uns die Gier nach Geld uns das Leben kosten, wenn wir dem folgen, wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, wenn wir dem nachgeben und es beginnt, unser Leben zu kontrollieren. Wenn sich dein ganzes Leben darum dreht, reich zu werden, alle deine Sorgen sich ums Geld drehen, ist dein Leben bestimmt, dann bist du an dieser Kreuzung den falschen Weg gegangen. Und dann braucht es heute Abend, dass du anerkennst, diese Gier ist falsch. Die ist böse, die möchte ich nicht länger tolerieren. Das ist etwas, das passt nicht mehr zu meiner neuen Natur, die Gott mir gegeben hat. Als erstes heißt töten, dass etwas anerkennen, dass es böse ist. Und dann als zweiten Schritt heißt es, dass wir alles daran setzen, das loszuwerden. Ich habe es mal so formuliert, selbst aktiv alles daran setzen, dass deine sündhafte Natur keine Chance bekommt, dich zu verführen. Töten hier ist ein aktives Verb. Es heißt nicht, wir warten, bis Gott etwas tut. Es heißt nicht, wir tolerieren es einfach, bis es ein Problem wird. Sondern es heißt, wir tun aktiv etwas dagegen. Ja, ohne Gottes Hilfe haben wir keine Chance, aber der Heilige Geist ist ja da und er möchte uns ja helfen darin. Das ist sein Begehren, dass wir Gott ähnlicher werden. Und er möchte uns helfen, diese Dinge loszuwerden. Es ist seine Power in uns, er lebt in uns und da kommt das Teamwork zu tragen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Und Jesus ist ja super klar. Er sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, was machst du damit? Ja, ich brauche halt ein Auge, ist halt schwierig ohne. Nein, er sagt, tu alles, was du kannst. Reiß es aus, wenn nötig. Besser, du kommst in den Himmel ohne Auge, als mit beiden Augen in die Hölle. Viel direkter könnte es Jesus ja nicht sagen. Wir sollen alles daran setzen, dass unsere sündhaften Neigungen nicht uns auf den Weg zum Tod führen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten darin. Das ist ein echtes Teamwork. Folge seinen Impulsen, achte auf seine Warnungen, höre auf seine Stimme. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich war am Schaffhauser Platz und
ging mit Noise Cancelling Kopfhörern über die Kreuzung. Plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Joel, bleibt stehen. Ich dachte so, ja. Lauf weiter und die Stimme wurde laut und er sagt, Joel, bleib stehen. Ich blieb stehen und das Tram raste vor meiner Nase vor mir durch. Und schau, was da am Schaffhauserplatz passiert ist doch ein gutes Bild für das, was der Heilige Geist auch in deinem Leben tun will. Wenn er dich warnt, dann möchte er dich vor etwas bewahren, das dich das Leben kosten kann. Folge seinen Impulsen. Höre auf das, was er dir sagt. Wenn es um deine Geldgier geht, was tust du jetzt? Was könnte man aktiv gegen Geldgier tun? Was hat Jesus dem reichen Jüngling gesagt, der offensichtlich den Weg gegangen ist und bei dem das Geld sein Herz kontrolliert hat? Er hat gesagt, gib alles weg. Und er wollte ihm einen Gefallen tun, weil er gemerkt hat, diesem reichen Jüngling, das Geld kontrolliert sein Leben. Der ist auf dem falschen Weg. Und die Medizin dagegen ist, gib es weg. Sei großzügig. Es tut weh. Also wenn du geldgierig bist, wegzugeben, tut dir so richtig weh. Das ist Gottes Medizin gegen dich. Und schaut, so ist das Beispiel mit Geldgier. Bei dir ist es vielleicht etwas anderes. Vielleicht ist es Eifersucht, Ungeduld in deinem Herzen. Vielleicht ist es, dass du süchtig bist. Vielleicht, da gibt es so vieles. Aber der Heilige Geist möchte heute Abend so eine Inspektion durchführen und dir aufzeigen, wo möchte er dir helfen, etwas loszuwerden, das gar nicht mehr zu deiner neuen Natur passt. Wir möchten in diese Gebetszeit gehen und zuerst uns einfach eine Zeit nehmen, wo du auf den Heiligen Geist hörst und ihn mal fragst, wie siehst du mich? Wo siehst du vielleicht etwas an mir, das nicht gut ist? Wo gibt es etwas, das ich vielleicht selbst gar nicht sehe, aber du möchtest mich warnen, dass mich das in die falsche Richtung bringt? Frage Gottes Geist, wo habe ich Sünde toleriert? Wo lasse ich es zu, dass in meinem Leben eine Gewohnheit hineingekommen ist, die nicht zu meiner neuen Natur als Christ passt? Wo sind vielleicht Ausreden da, die du gebraucht hast, um falsches Verhalten zu rechtfertigen? Und frag den Heiligen Geist, was möchtest du ganz konkret, dass ich tue? Was möchtest du, dass ich tue, um aktiv dagegen vorzugehen? Lass uns doch die Augen schließen und miteinander so in eine Zeit gehen, wo wir einfach auf Gottes Geist hören. Wir gehen jetzt in 20 Minuten des persönlichen Gebets und es ist deine Möglichkeit, einfach auch zu hören, nicht nur zu reden, sondern zu hören. Heiliger Geist, was möchtest du heute Abend in den Fokus legen? Wo möchtest du mich verändern? Was ist es bei mir, das ich töten soll? Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, zu Hause bist bei allen, die dabei sind und dass du uns auf den Weg zum Leben führen möchtest. Danke, dass deine Absichten immer gut sind, wenn du zu uns sprichst und uns auch warnst vor Dingen, die nicht gut sind für uns. Und ich bete, dass du in den nächsten Minuten zu uns sprichst, uns reinigst, uns vergibst, uns warnst, uns zeigst, wo braucht es eine Veränderung in unserem Leben? Wo müssen wir etwas loslassen? Danke, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt einfach so zu uns sprichst.
Ich leg alles vor dir ab, jede Krone, mein Ballast. Gib dir's ganze Leben, gib dir's ganze Leben. Ich leg alles vor dir ab, die Lügen, Zweifel, wo ich kann. Gib dir's ganze Leben. Ich leg alles vor dir ab, jede Krone, mein Ballast. Gib dir's ganze Leben, gib dir's ganze Leben. Ich leg alles vor dir ab, die Lügen und Zweifel, wo ich kann. Gib dir's ganze Leben. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. My surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, Lord. Das Anliegen von diesem Lied, dass wir dem Heiligen Geist Raum schaffen in unserem Leben, passt so gut zum ersten Anliegen, dass wir miteinander auch in Gruppen dafür beten möchten. Und zwar, dass wir als Kirche heilig leben und unser Lifestyle sich abhebt von dieser Welt. Wir möchten eine Gemeinde sein, die sich nicht an den Maßstäben von dieser Welt orientiert, sondern an den Maßstäben Gottes. Und deshalb lasst uns doch in Gruppen zusammenstehen, zu dritt, zu viert, dort wo du bist, und miteinander dafür beten, dass wir als Gemeinde eine Braut sind, die Jesus gefällt, die wunderschön ist in seinen Augen, die heilig lebt, bei der man sieht, das sind Christen, die lieben, die vergeben, die leben anders, als wir es tun. Nehmen wir uns 5 Minuten in Gruppen, zu dritt, zu viert, und beten miteinander für dieses erste Anliegen.
Lasst uns doch auch in diesen Gebetsgruppen in den nächsten Minuten für die Politiker in unserer Stadt, unserer Region, in unserem Land beten. Da gibt es so vieles, wofür wir beten können. Und wir beten für Gottes Segen. Wir beten, dass der Herr sie lenkt. Wir beten für gute Bedingungen, dass deine Botschaft, die Botschaft vom Evangelium sich ausbreiten kann. Wir beten um Weisheit. Lasst uns ein paar Minuten nehmen, wo wir miteinander für unsere Politiker beten. Vater im Himmel, wir beten miteinander für die Regierenden in unserer Stadt, unserer Region, in unserem Land. Wir beten um deinen Segen für sie. Wir beten um Weisheit für sie. Wir beten, dass du sie führst in ihren Entscheidungen. Wir beten, dass dieses Land, das, was in der Bundesverfassung steht, ernst nimmt, dass es im Namen Gottes des Allmächtigen geschieht. Wir beten um eine Ehrfurcht vor dir, die sich ausbreitet in unserem Land. Und wir beten, dass noch viele, viele Politiker persönlich dir begegnen.
Wir beten, dass viele Politiker erleben, Jesus, wie du ihr Leben veränderst. Wir beten, dass sie deiner Liebe begegnen und ihr Leben völlig verändert wird. Wir beten, dass dein Wort, die Werte von deinem Wort unser Land prägen und dass das, was dir wichtig ist, auch ihnen wichtig wird. Danke, Jesus, dass wir miteinander als Gemeinde einfach all die Regierenden, alle Politiker segnen dürfen in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Wir dürfen noch ganz kurz Platz nehmen. Ich habe noch 2 Dinge, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das erste sind 2 wunderbare Gebetserhörungen, die wir bekommen haben. Jemand hat uns geschrieben, er dankt Gott für 2 Prüfungen, die er bestanden hat. Und jemand hat für eine 3,5 Zimmer Wohnung gebetet und hat eine 4,5 Zimmer Wohnung bekommen. Und dann möchte ich noch ein Gebetsanliegen, nicht ein Gebetsanliegen, ein Anliegen teilen bezüglich dem Ostermusical, das wir haben. Wie ihr wisst, werden wir auch dieses Jahr im Musical eine biblische Geschichte brauchen und die in unsere Zeit transferieren. Dieses Mal ist es die Geschichte vom Gelähmten, der von den 4 Freunden durch das Dach zu Jesus hinuntergelassen wird. Und was passiert, als sie den Gelähmten zu Jesus hinunterlassen? Was macht Jesus mit ihm? Er vergibt ihm und er heilt ihn. Und es ist unser Anliegen, dass all die Besucher im Musical beginnen zu glauben, dass Jesus nicht nur damals vergeben hat und heilt, sondern das auch heute tut. Und um diesen Glauben zu wecken, möchten wir gerne Statements von uns aufnehmen, wo wir genau das bezeugen, dass uns vergeben wurde oder dass wir geheilt wurden. Das sind ganz kurze Statements wie: Früher habe ich oft gelogen, aber Jesus hat mir vergeben. Und das ist es schon. Oder du sagst: Früher hatte ich unter Migräne gelitten, aber Jesus hat mich geheilt. Ich glaube, jeder von uns könnte ein solches Statement abgeben, weil wir alle haben Vergebung und Heilung erlebt. Um diese Statements aufzunehmen, werden wir in dieser Woche nach jedem Gebetsabend im Mucki-Raum neben dem Shop diese Statements aufnehmen. Und es wäre so stark, wenn viele von uns da vorbeikommen könnten. Es dauert nur 30 Sekunden für dein Video, wo du entweder bezeugst, dass Jesus dir vergeben hat oder dich geheilt hat. Wir werden dieses Video-Statement dann brauchen und einbetten in das Musical. Also überleg dir, was es ist. Die Superspontanen kommt schon heute Abend vorbei und alle anderen an einem anderen Abend diese Woche. Wir treffen uns morgen wieder um dieselbe Zeit, um 7 Uhr hier oder online. Danke vielmals, sind ihr dabei gewesen. Bis morgen.